Es grüßet euch Kirito, frisch von der Ebene 98, wo man das Licht ausgeknipst hat, bei SOW Holofragment und der Weg ist blockiert. Also die Ebene sieht sehr übersichtlich aus, muss man mal sagen. Und je kürzer die Ebene werden, desto mehr Spaß habe ich dran. Also, ist klar, wir haben nur zwei Optionen. Turm rechts, Turm links. Wenn wir die gemacht haben, geht es in der Mitte weiter. Okay, relativ simpel. Das Interessante dabei ist, ich habe keine Ahnung vom Boss hier. Checkliste, alles unbekannt. Kein Plan, wie ich da an die Infos komme. Uah, Alter, bin ich gerade erschrocken, ey. Mein Gott, mach das doch nicht, ey. Oh. Vor allem frage ich mich gerade, warum gehe ich eigentlich einzeln los? Okay, da soll man vielleicht mal ganz kurz relativieren. Warum zum Henker gehe ich alleine los, ohne irgendeinen Partner? Oh, okay. All Healing Crystal. Allheilung oder was? Alle Heilung. Allachtung vor der Heilung. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz raus hier. Nochmal zurück nach Arxo 4 und würde sagen, holen wir mal einen Partner und wir sehen uns wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert. Weil ich vermute mal ganz stark, wird irgendwie so sein, dann gibt es dann irgendwie einen Special Boss. Es gibt da einen Special Boss oder man muss Keys aktivieren, bam, ist offen, Endboss Time fertig. Ob hier die Liste noch aktualisiert wird, das ist natürlich eine andere Frage. Aber sehen wir noch, wenn es soweit ist. Also, bis gleich. Ja, Freunde, willkommen zurück. Wir sind immer noch in der gleichen Folge. Ich habe die beiden Scheißtürme gemacht. Wir sind hier auch schon reingelatscht. Und zwar, ja, schade. Ich kann ein bisschen was anderes sagen. Die beiden Türme, total scheiße. Einfach mal Monsterplan machen müssen, geht nicht mehr. Stehen neue Übermonstermassen und Special Monster. Ne, eigentlich Special nicht, es war nichts Neues. Es waren bekannte Monster einfach halt. Die einen waren ein paar Level höher, die anderen ein paar Level tiefer. Also Monster-Tour natürlich auch unter anderem. Also langatmig. Schade, ich hab's gar nicht mehr drin. Nämlich zwischen hier, dem Ruby Trials, okay. Gut, das andeutet natürlich an das Rubinschloss auf Ebene 100. Plus, also eigentlich hier zwischen, ne? Wenn ich jetzt hier rein und raus gehe, weil gerade vorhin noch eine Katze, die ich leider übersprungen hatte, da war eigentlich bloß der Weg hier rein, nochmal kurz zu sehen. War nochmal so eine ganz kurze Strecke, quasi eine kleine Brücke, wo man ein bisschen über 1 Grad hinaussehen konnte. Also man hat eigentlich schon, wir sind jetzt schon so weit oben, dass man im Prinzip, wie soll ich das beschreiben? Als könntest du, als wäre 1 Grad zu oberst auf Ebene 100, wäre eine Terrasse und du könntest nachher über die ganze Burg hinunterblicken. Ungefähr so könntest du es auch vorstellen. Natürlich ein bisschen kleiner. So, warum ich das jetzt zeige, weil es episch aussieht, ich keine Ahnung habe, was abgeht. Übrigens hier immer noch alles unbekannt. Heilige Scheiße, das ist mir jetzt gerade erschreckt. Wow! Deswegen dachte ich, ich nehme es jetzt mal auf. Ob und wie ich es nachher zeige, das sehe ich dann noch. Ein bisschen auf die Länge drauf an, ob es spannend ist, ist ja momentan. Ich hätte jetzt gesagt, jo, das lohnt sich, glaube ich. Da kommt schon was drauf. Die scheiß Collins hat schon immer viel drauf. Das ist ja so. Der besteht Eclipse und Starburst Stream. Was ist mit dem Typen los? Aua! Es tat weh. Ah, mein Schild ist zu stark. So, stirb. Dankeschön. Links oder rechts? Also ich schätze jetzt mal, wir jetzt echt darauf hinauslaufen, wenn wir irgendwo... Ne, noch unbekannt, okay. Durchlatschen, nach der Treppe suchen, nach oben. Da ist er auch schon. Sieht schon interessant aus, du kannst sagen, was du willst.
So, wobei eben das mit dem Unbekannten stört mich immer noch. Man fragt sich halt automatisch, ist es irgendetwas, was ich automatisch finde? Also quasi storybedingt ist, oder muss ich dafür die richtigen Gegner besiegen quasi? Oder die richtigen Quests, mein Quest hast du hier oben natürlich sowieso keine, aber ihr wisst, was ich meine. Sieht auch interessant aus. Mann! Türen, die nicht aufgehen. Truhen, die keine sind. Willkommen in 1 Grad. Ich habe jetzt relativ viele Einhänder. Ganz kurz gucken. Oh oh. Vielleicht erstmal die anderen platt machen. Mal ganz kurz verpissen. Mann! Wir gehen ein bisschen auf den Sack. So, jetzt zu dir, Scorpius. Nichts gemacht. Scheiße! So, das blockst du jetzt aber nicht. Heilige Scheiße. Okay, auf den letzten beiden Ebenen, da legt Eingang nochmal richtig los. Da geht der mir auf den Zeiger. Vor allem, der greift niemand an, wenn ich angreifen will. Total fies, Mann! Scheiß Kief nervt langsam. Der greift zu schnell an, ich kann nicht blocken. Puh. Mama, wo war der richtige Weg? So, 2 in der Axt. Das ist auch sehr schön. Darf ich jetzt bitte irgendwo mal... Nein, darf natürlich nicht. Na, natürlich sind die Türen zu, wie können es anders sein? Jetzt gehen wir noch erstmal ganz kurz die Kleinen hier platt machen. Hallo? Stirbst du mal? Hat er gerade ernsthaft nochmal mein Ding abgeblockt? Aua, erst dann der mich. Nerviges Viech. Man kann auch was anderes machen, das musst du blocken. Der ist echt nervig. Mind the Recast! Das ist viel stark.
Nervig vor allem. Slow down. Take it easy. Boah. Jo, geht endlich weiter. Oh Gott sei Dank. Das fängt schon mal super an. Kein Bock auf Gegner. Kein Bock auf Gegner. Ich will nur durch. Mami! Der falsche Weg. Nein! Lass mich durch, ihr scheiß Monster. Natürlich nicht. Oh. Die sah sonst ernsthaft außen. Ne, sie ist hier drin, okay. Diese Golems sind ziemlich anhänglich. So. Welcher Boss kommt jetzt? Kommt garantiert einer, aber gesagt. Ah, Cerberus. Ja, was machen wir gegen den, wa? Ich glaube, so stark wie der ist, da könnte einmal Eclipse nicht schaden. Jo, sehr schön. So, zum Abschluss nochmal Nightmare Rain. Hab ich gesagt zum Abschluss? Asna, machst du es bitte. Tänzel macht's ihm platt. Puh. Oh, scheiß Paralyse weg. Gut, lange hält er zum Glück nicht. Und wir können weiter. Und da sind wir endlich. Ja, der Bossraum ist nahe. Alter, ey. Es ist immer so krass, dass hier auf Ebene 98 alles so rubinmäßig angehaucht ist. Ja, in den letzten 3 Ebenen, da hat Kayaba gedacht, okay, nice, muss ihn belohnen, indem man die Tempel auf dem Land einfärbt. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was die Schwäche des Bosses ist oder wer er überhaupt ist. Kein Plan. Ich glaube, wir sind so weit, da denkt sich Kayaba so, nö, ihr kriegt keine Infos mehr. Okay, wissen, es ist der Drachenkaiser. Greatest among Dragons. Ah, super. Und sonst haben wir keinen blassen Schimmer, was da abgeht. Das kann ja heiter werden, Freunde. Alles unbekannt, alles für den Arsch. Ja gut, legen wir los, wa? Oh Mann, ey. Ja, man sonst wieder mal ein richtiges Level, wo man einfach nur Monster slashen musste. Oder durfte, konnte. Mehr gab's nicht. Kann man jetzt von halten, was man will. Aber die bekannten Monster daneben und sagen, oh ja, ein bisschen recyceln, ein paar Level höher. Vielleicht ein bisschen anderen Namen geben. Überall natürlich ein Endem vorne ranhängen, ganz klar. So.
Also man könnte jetzt sagen, Freunde, der zweitletzte normale Bossfight, weil, ja, Ebene 100 ist klar, da wir Kayaba kommen. Unter anderem. Was der einzige ist. Der schon wieder? Hatten wir doch schon mal in der Holo-Area. Der weiße Drache. Gut, der ist ein bisschen größer. Ich glaube, das ist der Vater des weißen Drachen. Drachenkaiser, okay. Der blauäugige Ultradrache. Nur mit einem Kopf. Kann lustig werden. Jetzt die Frage, wo geht jetzt drauf? Ich habe keine Infos, ich weiß nicht, was seine Schwäche ist, wie ich am besten kontern kann. Okay, ich weiß nur, dass er ziemlich weh tut. Okay, macht ein bisschen wenig Schaden. Echt zum Teil gar nicht. Der macht den Kopf drauf, ob das gut war von der letzten Folge, ich habe keinen Plan. Ja, doch, wir machen Schaden, aber irgendwie... dass der mich wieder bluten lässt. Meter sind unten, das höre ich gerne. Machen wir ganz kurz noch einen Quickstep. Oh, paralysiert, scheiße. Ich hab Full Power! Das ist sowohl bei Pokémon als auch bei SO scheiße. Scheiß Flammenwurf. Der Flammenwurf ist zwar nicht schlecht, aber der von Glurk ist besser. Okay, jetzt nehmen wir die Jagd auf mich. Mein Treffen kam ist so groß. Das dann ist jetzt ein bisschen schlecht, Asna. Dankeschön fürs Canceln. Schon ein Bluteneffekt drauf. Alter, was macht der Typ? So scharfe Krallen. Nö, nicht nochmal kratzen. Katzen mögen nur die Katzen. Haben wir schon im gelben Bereich, ist auch mal etwas. Gut, Starburst-Stream ist gleich soweit. Ja, super. Dann, ich glaube, viel gebracht. Ist der Kopf wieder da? Natürlich ist der Kopf wieder da. Du bist langsam sauer, kann das sein? Ich verstehe es irgendwo durch, aber ganz ehrlich, kann auch nichts für.
Ja, Bosse platt machen, wenn man ihre Schwäche nicht weiß. Ist auch mal etwas Neues. Okay, da bringt ja gar nichts bei dem. Machen wir ganz kurz Heilungszirkel. Schon wieder? Crunch! Okay, er setzt Knirscher ein. Es ist sehr effektiv. Es lässt einen bluten. So. Wir sind bald im roten Bereich. Wenn man es lieber nicht bis dahin keinen Bluteneffekt mehr drauf hätte. Aber man kann nicht alles haben. Um ehrlich zu sein, würde ich mich langsam lieber mal heilen. Hä? Ah, hier. So, ein Bluten ist weg. Die beide sind weg, sehr gut. Ich kann meinen Autoregenerationsbritter heilen. Alles gut. So, jetzt aber Star Stream. Gegner Stun, ja, würde ich gerne, sogar ein bisschen schwierig. Damit haben wir schon ein bisschen gerechnet. Soll mal das hier blocken. Wir haben ja 2 Bluten drauf, super. Einmal Bluten für alle. Typ, was machen wir mit dir? Aua. Genau. Schwerttänzer, sehr gut. Okay. Super, ich würde eigentlich ausweichen. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Hier wird doch auf anzugreifen! Setzt ein scheiß Item ein. Drachenkaiser ist Geschichte. MVP wieder mal. Kirito, wir kriegen Fatal Grab. Alter. Das war sowas von klar. Ja, Kirito-kun, ごきげんよう。あなた Alberich. キリト君、よくも僕の研究を邪魔してくれたね。本当に参ったよ。君が嵐に荒らしてくれた実験結果、キリト君はあの研究の偉大さが分かっているのかい？ Was zum Henker ist das für ein Typ? やれやれ。僕の世界的会見はこんな低能に妨害されていたとは全く腹立たしい限りだ。僕の研究がどれほどに偉大か君にも分かるように説明してあげよう。人は楽しいと思ったり辛いと思ったりいろいろな感情があるだろう。例えば戦争は怖いよね。どんなに訓練をした兵士も死を前にすると恐怖で思考が鈍ったり動けなくなってしまう。Wisst ihr, was ich langsam glaube?
Der Typ ist ähnlich wie ist einer schon wieder? Der Hauptgegner in ALO, Sugo. Irgendwie so. Der irgendwie auch mal zum Team von Kayaba gehört hat und so und am Schluss irgendwie wie als Boss von ALO aufgespielt hat. Ich glaube langsam Albert ist einer, der auch zum Team von Kayaba gehörte. Sie hat sich irgendwie extern eingeloggt hat, als wir da auf Ebene 75 gegen ihn gecatcht haben. Vermutlich, weil sie dachten, hey, jetzt ist Kayaba, der ist also gerade offenbart, jetzt er hat keine Zeit irgendwie aufs System, Admin-Konsole zu gucken, whatever, kann natürlich sein. Wenn es Kampf ist, also Spaß im kurz ein Virus sein. Und zack ist Alberich da. Und Strea, ja, das könnte eben ähnlich wie Yui eine AI sein. So, mal weiterhören. 恐怖で塗りつぶされた兵士の感情を喜びで満たしてやるとどうなると思う？飛び交う銃弾の中に身を置くことを何よりの喜びと感じ、進んで危険な任務を果たそうとするようになる。軍にとってこれほど使える兵士はないだろう。 Okay, du willst also einfach nur Leute kontrollieren? Beziehungsweise ihre Emotionen kontrollieren? どうかな？僕の研究の偉大さに気がついたかい？ Dass du viel kränker bist, als ich eigentlich dachte. 実際にそういった実用に向けて接触してきている国が複数あるんだ。しかし、向こう側では人体実験なんてそうそう行えるはずもなくてね。 Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf ALO. Muss man halt den Anime gesehen haben, war, beziehungsweise Manga müsste, glaube ich, auch drin stehen. 研究が思うように進まずやきもきしている時にちょうどいい環境を見つけたんだよ。 Und das war SAO. Wegen halt dem Nerfgear. Ah, und so... das macht natürlich Sinn, weil es muss natürlich bedenken, Spiele wie Lost Song, Hollow Realization und Fatal Bullet, die spielen ja gemäß dieser Timeline hier von Holofragment, beziehungsweise Wii Holofragment. In der Original-Timeline kam nach SAO direkt ALO, aber dann natürlich aus dem Grund, weil nach Ebene 75, als eigentlich alles klar schien, Kayaba besiegt war, das Spiel beendet war. Ja, da kam dieser Sugo-Typi und hat dann einfach mal ein paar Spiele abgezweigt. Und dann natürlich Asuna und die wiederum wurden dann für Experimente, virtuelle Experimente halt missbraucht. Aber, nee, oder? Aber Albrecht ist aber nicht Sugo, oder? Mein Aussehen her, vor allem natürlich mit seinem ALO-Charakter verglichen. Alter, da wäre es natürlich jetzt was. その上全員が脳を操作するための電子パルスを発生させるナーブギアをかぶっているんだ。つまりこの世界は僕の研究にとって最高の実験場なんだよ。だが実のところこの世界に来てしまったのは事故でね。このゲームと他のシステムをネットワークで接続させるテストを行っていたら急に知らない場所に転送させられてね。そこがニュースで騒がれている SAO の中と知った時にはさすがに焦ったよ。事故でもなければこんなわけのわからないデスゲームに誰が好き好んで入ってくるものか。 Aber wer bist du? Das muss Sugo sein. Das wird alles Sinn ergeben. 僕かい？僕はこの SAO の統括者だよ。 Bullshit.